Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das Jüdische Kohl auf Radiostanzie WUNR 1600 AM, Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet yiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, Lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der Jiddischer Gasse. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite yiddishvoice.com und durch Twitter @TheYiddishVoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat eine neue. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben eine volle Auswahl von jüdischen Schriften, religiösen Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, wo euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Wir schicken euch die Bücher, wo ihr verlangt. Guten Abend, ihr hört das jüdische Kohl auf WUNR 1600 AM Brookline, das redet zu euch, Meir David. Wir haben ein großes Vergnügen, überzugeben ein Interview mit Chosheve Gast von Yisrael, Leah Stolper-König, die berühmte Aktrisse, und Yaniv Shimon Goldberg, ein Choshever Gelernter bei Bar-Ilan Universität. Yaniv hat noch was angeschrieben, ein Buch, was besteht von Interviewen zwischen ihm und Leah Königen, und das Buch heißt The Stage of Her Life, Conversations with Actress Leah Koenig on Theater and Her Life. Es ist mit ein paar Jahren zurück auf Hebräisch, und es ist noch was auf Jahr 2025 auf Englisch. Sie haben faktisch rekordiert die Interviewen auf Jiddisch. Die Herausgeber von Buch sind faktisch in Boston. Sie sind in Academic Studies Press in Newton, Massachusetts. Und ein Jascha Koich sei von herausgeben als ein gewaltig interessanten Buch. Es ist sehr tief rein in der Geschichte von Theater, speziell jüdischen Theater und auch jesodigen hebräischen Theater, was sie hat gespielt, eine große Rolle in beide von sie. Und zulieb dem habe ich ausgenutzt die Gelegenheit zu bringen auf unser Programm 2 gute Freunde, was sind sehr stark beteiligt in Theater und speziell in jüdischen Theater. Und sie sind Michael Jaschinski, was ist ein Dramaturg und ein Akteur auf der jüdischen Bühne, hat gespielt auf der Bühne in Fiddler-auf-dem-Dach auf Jiddisch zwischen anderen. Und ist gewesen ein Gast auf unser Programm etliche Mal, letztens wegen sein Buch, wegen Max Spitzkopf und seine Detektivmeisters. Und euch Hai Wolf, was ist tätig sehr lang wie ein Sänger, ein Akteur, ein Regisseur, und führt euch an mit jüdischen Organisationen, reingerechnet ZIKO und hebräische Akteurenverein. Wir haben sich erklungen zu Yaniven und Leon in Yisrael dem 6. Mai 2026. Und mittendrin von Interview will ich reinstecken kurze Auszüge von einer Vorlehnung, was Yaniv hat uns gegeben von Teilen von sein Reinführ von Buch. Hat Hanoah.
Also ich bin die Königsstolper. Ich bin eine Aktrice in der Habima Theater, im Nationaltheater von Erzisruel. Geboren bin ich in Lodz. Ich bin eine Tochter von zwei sehr gut bekannte in Europa Akteuren. Von meiner Mama, der Gottselig ist gewesen, Dina König. Mein Vater hat geheißen Josef Kammer. Von daheim haben sie geheißen Stein. Stein, der Tate hat sich gemacht ein Pseudonym, weil gehabt einen Bruder, ein Gottseligen, Alex Stein, wo er so gewesen, ein berühmter Akteur in Polen, in der Wilner Truppe, in der bekannten Wilner Truppe. Der MSS, als die Mama und ihre Jugend, es ist gewesen in eine junge Aktrice, hat sie euch ungeheuben ihr Leben, das heißt, das akteurische Leben in der Wilner Truppe. Und ich bin geboren ein bisschen vor dem Urhaupt von der Zweiten Weltmilchome. Und es ist gewesen sehr eine schwere Zeit in Europa. Mein Tate, mein gottselige Tate, hat gehabt eine Infektion bei Fies. Und leider hat man ihn bedarf amputieren dem Fies. Ist dann noch geworden, ein Rezitator, sehr gut bekannt. Die Malchuma hat ungeheuben und die Malchuma hat mit sich gebracht, auch sehr schwere, wie man sagt, das Leben von den Menschen hat sich stark verändert. Die Mama ist gewesen eingeladen, in Bukarest zu spielen. Der Tate ist geblieben in Polen. Und zu machen es kurz die Geschichte. Der Tate ist dann auch entlaufen in Russland bis in Kasachstan und im Jahr 43 ist leider gestorben. Ist alt gewesen, auch 43 Jahre. Das heißt, ist gewesen ein junger Künstler, sehr gut bekannt und sehr geschätzt in Polen. Und wir sind geblieben in Russland, die Zeit von Milchume. Das heißt, ich mit meiner gottselige Mama, die Mama hat noch einmal Kassen gehabt. Das sind schon persönliche Sachen und wir sind zurückgefahren nach der Milchume. Nicht in Polen, nur in Rumänien. Und ich meine, dass euch der Einfluss von dem, was ist geschehen in Polen, in der Milchume, hat stark gewiegt auf der Mama und so hat Pusht nicht gewollt zurückfahren dahin. Und in Bukarest noch eine Zeit ist gekommen das kommunistische Regime hat wieder geschaffen Theaters und versteht sich ein jüdisch Theater, wo es existiert bis heute. Und es ist gewesen nicht kein schlechter Theater. Danach hat sich umgehoben der Periode, wo es mit umgehoben zu fahren in Erzisruel. Ich bin schon gewesen Kassene gehabt mit Zvi Stolper, ein junger Poet, ein Schauspieler, Regisseur. Und wir haben beschlossen, dass wir dürfen fahren in Erzisruel. Das heißt, in 1961 bin ich mit meinem Mann, mit dem Gottseligen, gekommen in Israel. Und wir haben uns bald aufgenommen, weil der Remes ist, als wir sind gekommen, sehr gut zugekriegt zum Theater. Ich muss sagen, als die Kommunisten haben gehabt, sehr schlechte Sachen, aber in Kunst haben sie, die Kunst haben sie die Kunst ist gewesen euch, wie man sagt, gehalten. Nein, so außerdem, was es gewesen, Kunst ist gewesen euch eine Sache, Reklam. Ich meine, die Opern und das alles sind ein Reus auf der Welt, die ganze Welt hat sie stark bewundert, hat nicht gewiss, wo sie sich hinter dem Vorhang. Noch wer so dort gelebt hat, mitgemacht.
Auf jeden Fall, ich mit meinem Mann sind gekommen in Israel und ich habe ungeheuert mit meinem Mann, wir sind gewesen aufgenommen in dem Habimat-Theater und von dort hat sich umgeben die Karriere bis heute. Und das ist, wie man sagt, in Allgemeinen, was ich habe gemacht. Leider ist mein Mann schon im Jahr 78 weg. Und ich spiele noch bis heute. Und in der Tag hat sich hereingestellt zu mir in Stieb, ein Mann. Ein Mann, was es ist von mir gewesen, ein bisschen eine moderne Sache, weil der Ingermann ist, hielt auf die, wie man sagt, die Religion. Was hat er mit mir zu tun? Aber hat sich ungeheuer stark zu interessieren in Theater. Ich meine, das Theater hat ihn verkischt. Bis heint, als immer als sitzt heint bei mir. Theater hat ihn verkischt. Das hat ihm eine andere Aktrice geschickt zu mir. Sagt, da geht's in ihr, weil ihre Eltern sind gewesen, verbinden mit der Wiener Truppe, mit dem Drehbuch, was es gewesen, die Pièce, was hat herausgeführt, Habima von Russland bis in Israel auf der ganzen Welt, ist gekommen zu mir. Und hat mir gesagt, man hat ihm gesagt, als soll sein Ziegegerät, weiß nicht, wer soll ich von ihm aufnehmen. Aber ich habe immer eine gute Erziehung in der Heim. Ich von meiner Mama, ich von meinen Taten, ich von meinen gottseligen Buben. Und ich habe ihn nicht schlecht aufgenommen. Bis heute, kommt er zu mir, reden wegen Kunst. Und hat ungeheuer zu regissieren und zu schreiben. Und natürlich hat sich weggesetzt. Und hat mich ungeheuer zu fragen, wie bist du gewesen, wie sollst du ungeheuben, was hast du getan mit dem Mikrofon? Und er hat gesagt, ich schreibe wegen dir ein Buch. Sag ich mal so drauf, wo schreibst du wegen mir? Wo schreibst du, wusstest du zu schreiben? Sagt er, ich meine, du wusstest zu schreiben. Und so ist geschaffen geworden, das Buch. Der Memes gesagt, als bis heute bin ich zufrieden, wo hat mich so viel gefragt. Bei uns fliegen wir so, wo hat mich abgenäht, so viel Schuhe, aber es hat gehabt der Wert. Als ich habe sich heute mit euch bekannt, euch zu lieben. Also, als das gewesen im Kurzen, wie man sagt, einführt zu unserer Treffenheit. Ja. Und jetzt gebe ich euch das Wort. Ich soll reden, ich habe schon vergessen die Frage. Mein Name ist Yaniv, ich bin ein Forscher, ein Doktor in Bar-Ilan Universität und in Peres Academic College in Rehovot. Ich bin ein Forscher von juristisch und von Theater, von jüdischen Theater. Das ist meine Profession. Und also wie Lia hat gesagt, wenn ich habe ungeheuer arbeiten auf mein Doktorat, ich habe gewollt verbinden die dosige zwei Themen, Law and Literature and Theater. So, ich habe ungeheuer interviewen die alte Akteuren, wo so gespielt in dem ersten Produktion von dem Drehbuch auf Hebräisch, von der Bima Theater, wo es ist gewesen, sehr berühmt. In einer von den Aktrices dort, also wie Lia hat gesagt, hat mir gesagt, die müsst reden mit Lien, weil ihr Tate und ihr Vater, sie haben beide gespielt in der ersten Produktion von dem Drehbuch von der Wilner Truppe. Das ist gewesen noch Pfarrer Bima, in der ersten Vorstellung, ihr Vater, Alex Stein, ist gewesen der erste Chonen.
Und der Memes gesucht, ich hab ein bisschen Meure gehabt, also wie Lia hat gesucht, aber ich hab mich verstärkt und gekommen zu Lien und es ist gewesen eine wunderbare Treffung und ich hab gesucht, Lien, du bist eine äußergewöhnlich interessante Frau. Und Lia hat mich gekickt und gesagt, ja, ich weiß. Und, und ich bin, ja, aber damals habe ich nicht gewusst von dem. Ich hab gemeint, als sie macht Häuser für mich. Aber in Mescher von den Jahren hab ich da wisst, als das ist gewesen, pushet emes. En von dem tun hab mich gewesen befreundet. Und so wie sie hat gesucht, wir haben gehabt die Corona. Lia ist sehr eine Frau. Bis heinze Tug. Sie spielt jetzt in 2 Vorstellungen. Und das ist nur zu lieb dem, als zu lieb der Melchume, hat man auch genommen der dritte. Das ist gewesen eine jüdische Vorstellung, wo ich habe Lia regissiert und ich habe gehabt den größten Kuvert regissieren, die erste Dame von Theater in Israel. Und sie ist gewesen sehr vernehmen. Oder sie in der Früh geht sie in Proben, auf der Nacht geht sie spielen und sie hat nicht gehabt keine Zeit. Und ich habe manchmal beneid, Lia zu reden mit mir. Und dann ist gekommen neben die Covid, die Corona, und sie ist gewesen in der Heim, weil es ist nicht gewesen keine Vorstellungen. Und wir haben ungeheuer zu reden. In Azoi ob ich bewiesen zu endigen dem Buch, erstens auf Hebräisch, in danach die Ausgabe für dort in Boston, sie haben mir geklingen und gefragt, sie ich will euch erscheinen dem Buch auf Englisch. Und Avade, ich bin gewesen ich hab sich sehr gefreut von dem. Und jetzt haben wir 2 Versions von der Buch. Wunderbar. Ist gut, ich habe mit uns, Gott sei Dank, 2 faktisch jüdische Akteuren, Michael Jaschinski und Chaim Wolf. Und ich habe sie gebeten, zu stellen ein paar Fragen und lehnen das Buch. Das haben sie getan mit Vergnügen. Und ich will beten, Michael, sollst du sich allein ein bisschen vorstellen und stellen eine Frage. Gut. Ist, also wie Meir hat gesagt, bin ich euch ein Akteur auf der jüdischen Bühne und ich schreibe neue jüdische Pieces. Warum hat die geschrieben bis jetzt? Bis jetzt hat er das nicht gesagt. Nu, ich habe geschrieben ein paar neue jüdische Pieces, was wir haben gespielt in New York. Gar neu. In welchem Theater? Mit dem New Yearish Rap, was ist ein Theater, was wir haben in New York. Und ich spiele mit der Volksbühne und ja. Jüdische Rap ist wie Gera Sendler und Ronit, sein Weib, Ronit Ascheri? Ja, sie haben gespielt in dem Theater euch einmal. Ja, etliche Mal. Ein größer Covid zu können reden mit euch. Aber habe ich gesehen, eure Vorstellungen, Lea, euch auf der Television und stark noch gehabt von sie. Ist, nur ihr hat gesagt, Lea, und ihr hat gesagt, ja nie, was Lea spielt noch heutzutage, also sie ist sehr vernommen mit Spielen auf der Bühne. Ich will euch fragen, für was seid ihr noch als so vernommen? Für was müsst ihr noch als spielen auf der Bühne? Ich will auch suchen dem Hemmes. Efter ist ein Fehler von mir, ich weiß. Ich fühle nicht, ich habe noch nicht gefühlt, als ich darf aufhören. Pust den Prost, ich fühle nicht, als ich darf schon sitzen daheim. Koidem Kohl, Gott sei Dank, hat der Kopf Arbeit. Und ich kann noch auslernen einen Text. Und ich habe noch die Energie. Die Energie ist noch geblieben, zu spielen.
zu machen mit einer Szene, zu machen einen dramatischen Moment, zu machen einen komischen Moment. Und ich meine, als קודם כל sehe ich, als auf der Welt ist der Alter von Menschen ist geworden sehr verbreitet. Heint, du suchst 90, bleibt mir schon nicht schischem. Amol hat uns gesucht, er ist 90. Du gesucht den Fuß, 90, heint nicht. Heint geht es leichter. Da drehen sich auch immer Sachmenschen mit den 90er, Gott sei Dank. Ach, jetzt dem, ich mein, als wie lang wir haben dem Keuch, ja zu aktivieren, nicht zu sitzen, nicht allein in der Gott soll upbieten. Ich meine, die, wo sie haben, schon überhaupt nicht kein Keuch, aber dass der Kopf arbeitet nicht, man soll upgehitten werden. Aber wie lang der Host noch dem Temperament, den du kannst noch suchen, und man versteht doch, wo du redst, und man hört noch, wie sollte redst. Ich meine, dass man darf nicht aufhören. Aber ich nicht aufgehört. ihr müsst sehen, wie das Publikum benimmt Lia. Standing Ovation, der erste Reingang von Lia auf der Bühne. Das Publikum steht und applaudiert. Das ist etwas speziell. Ich habe nicht gesehen die dosige Sachen bei keinem. Weißt du jetzt? Das ist Ich mein, ich glaube, als wo ich suche, ist euch für euch, ihr seid ein jünger Akteur. Ihr habt noch sehr Sachjuren für sich mit Gottes Hilfe. Nicht wegzugehen, nicht entläufen von dem. Wie lang wir kennen und wie lang siehst du die Möglichkeit, meine ich, als ein Mensch bechlall nicht noch in Akteurisch geht. Bechlall ein Mensch, als kennt noch arbeiten und kann etwas noch realisieren, darf es machen. Ich sehe, dass die alle Menschen, wo sie arbeiten, noch in den Jahren, in den 80er Jahren, sie sind, wie man sagt, perfekt. Verwusst nicht. Warum sitzen daheim und warten auf der Pension? Chaim Wolf, ich will dich einladen, sich allein zu vorstellen in kurze Wörter und stellen eine Frage. Sei so gut. Ich heiße Chaim Wolf und ich bin an mit ich bin ein Akteur schon 30 Jahre, meistens gewesen in die Englisch Theater, aber in Jiddisch Theater, wenn es macht sich einmal eine Rolle, spiele ich in Jiddisch Theater. Verwusst nicht? Ja, Wunderbar. das Jiddisch Ja. Theater bin ich zurückgekommen von Los Angeles zu spielen eine Rolle in Jiddisch Theater, aber in Englisch Theater. Es ist mir sehr nun zum Herzen. Ich bin ein Jiddisch, ja, ich bin ein geboren Jiddisch Redder. Aber meine Frage ist sehr tiefer für euch. Es ist sehr, ich wollte gesagt, pinklich und vom Bier. Es ist du etwas, was es mir gebummelt in den Kopf. Das, hat gesagt, du kannst erkennen, bald, wenn ein Akteur stellt oder tritt darauf auf die Bühne, sie haben Talent, sie haben nicht Talent. Und ich verstehe, wie kommt zu diesem Punkt, aber wie soll der kennt ihr es? Und was willst du geätzet? Eine Aktrice oder ein Akteur, was du siehst nicht kein größtes Talent, weil ich bin euch ein Lehrer für Studenten von Jiddisch Theater, von Englisch Theater. Aber was willst du sagen, exit, als sie will gehen weiter? Ich will suchen dem Memes. Koidem Kol ist in dem Fach, wo es heißt Akteur, das Fach ist Temptation für eine sachige Menschen. Das Patschen Bravo ist eine sehr Sachmensch Inge,
Sie zieht sie. Sie willen sein. Es ist sehr ein schön Fach. Es ist ein wunderbar Fach. Ich hab lieb das Fach. Weil das Fach lernt doch nicht nur das Leben. Lernt doch verschiedene, die alle Personagen, wo ich hab gespielt, ist gemacht von jedem Personage ist mir als Mensch etwas geblieben. Als Mensch, als Beziehung zu anderen, als zu verstehen, als sag wohl eine Rolle, lass doch verstehen, der Mensch, wo die Geist spielen, und die allein lernst doch von dem etwas, das ist einmal ist. Zweitens, ein Talent, der kennt sich. Ich muss euch erzählen, als wenn ich hab umgehäuben, ich hab beklar nicht getracht, mein gottelige Mama, sie als Kind ist sie gewesen ein Wunderkind. Gewesen ein Wunderkind. Im Stamm ist die Zeit von einem Wunderkind, nimmt weg die Zeit von Kindschaft. Sie hat ein bisschen gelitten von dem. Ich habe den Eindruck, als sie hat sich nicht gegeben mit dem Chesm. Also hat gelitten davon, aber es hat es gefühlt. Und wenn ich gewollt werden eine Aktrice, ist der Emesis, wer es hat mir gegeben, dem Kopf auf dem ist gewesen mein gottlicher Mann. Ich bin gegangen mit ihm spazieren. Ich habe nicht gewiss, von was mit ihm zu reden. In meinen Zeiten sind die Mädchen von 17, 18 Jahren nicht gewesen so klick wie Heint. Heint wissen sie alles, besser von mir und von allen. Heint sind sie überklick. Und anstatt zu reden, habe ich umgegeben zu deklamieren. Ich habe stark lieb gehabt Puschkin. In Russland habe ich gelernt Puschkin. Aber ich deklamiert Puschkin, hat mich umgekickt. Er hat gesagt, die deklamierst sehr schön. Man macht im Theater jetzt, wenn du Aufnahmsprüfungen, wen man zu nehmen, öfter machst du das sonst. Aber ich das gekommen nach Hause, ich habe erzählt der Mama. Hat sie mich umgekickt. Sie hat mich keinmal nicht gefragt, ich will werden eine Aktrice. In Bechlal, aber in daheim, weißt du, wie Kinder machen, du, ich kann nicht verlieren, aber ich keinmal, wenn ich habe etwas gemacht, es gewinnt für die Bube, nicht verlieren. Und sie hat mir gemacht, dem ersten Examen. Dem Examen habe ich genommen, Shalom Aleichem, mir ist gut, ich bin ein Jusim. Ich habe deklamiert, mir ist gut, ich bin ein Jusim. Motel Pace ist dem Chasen. Ja, ist sie gestanden und mich so umgekickt. Sagt sie, gib ein Kick. Mit bestam sagen, du bist ein bisschen zu dick. Mit sagen, du bist ein bisschen zu breit. Mit bestam sagen, du hast ein langen Näsel. Kann man das operieren noch, weißt du, was man da sagen, das geht, das. Eine Sache hat sie. Das hat sie mir gesagt. Wie sagt man das auf Englisch? Grace. Ja, Bienenpräsenz. Aber wir sein auf der Biene, wird man doch sehen. Und ihr heint, zum Beispiel, kommt das ein neuer Student, ist als Sachmul sitzt im Theater, in 6, X, X, ich weiß nicht wie viele Akteuren, und plötzlich sagst du, dort steht eine, wo sie sehr interessant, was ist mit ihr dort? Das heißt, die Bienenpräsenz, Charisma. a Charisma, wo du bringst sie mit dir mit. In a Sachmusen, du also inge Akteuren, wo du siehst beim Unleb gar nicht.
Aber hat die Gisse einmal, zweimal, dreimal etwas zu machen, kannst du schon sehen, wie so das reagiert, wie so das entfert auf dem, was sie darf machen. Wie so ist der Entfer, was geschieht mit sie, wie so fühlen sie das, was sie machen. Also mit kennst du Sachmul, sehen amul a Sachmul seine du Akteuren, wo's beim Unheib seht wir gar nicht. Na, es mir gibt's die Gelegenheit, im Ort Geduld zu sein, und sie Geduld zu lernen, ist in a Tuk, seist du's die Präsenz, du's stehen auf der Bühne, du's kennen stehen auf der Bühne. Ich habe Sachjuren nicht verstanden. Weil ich bin geworden eine Aktrice, langsam, kleine Rollen, größere Rollen, gute Rollen, schlechte Rollen. Aber ich mir aufgegeben, ich habe also recht gehabt. Das Sein auf der Bühne, das Treten auf der Bühne, wie soll das lieb, wie soll rettest du dir? Ich meine, das ist der. Wir haben geredet wegen der Massach in Enselbich, כן. wegen der erste Entrance zu der Biene, auf der Biene, als man darf sie sehen, als sie ist dort auf der Biene. Man darf oben Personality, that darf sehen als der Akteur ist etwas speziell, nicht so wie alle Menschen. Es ist nicht keine leichte Profession, aber laut meiner Meinung sehr eine schöne Profession. Ich meine, als ihr fühlt es, wie schön das ist. Ich meine, als man bei ihm es liebt, die Profession, es gibt da sehr eine Satisfaction. Ja, aber geht gesagt. Yes. Satisfaction. Ja. This is WUNR Brookline. Aber oder anunte Mishpuche ist blind, aber seht schwer, aber ist druckverkrippelt, JBI können helfen Menschen haben ein Zutreu zu jüdische Leben, Lernen und Kultur. Tausende Grieß-Druckbücher, Audiobücher und Braille-Material. Alles ist frei, mit mehr wie 200 jüdische Bücher zu hören. Alle Informationen auf www.jbilibrary.org 1-800-433-1531. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir sind die zwei Mischugoyim von der Webserie Yidlife Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Call auf WNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn. Hot Hanoye! The art of acting on stage is a deceptive art. Why do we go to the theater? What attracts us to the actor we see on stage? Why are the actors who leave a huge impression on us and others who are forgotten as soon as they leave the stage and sometimes while they are still on it? There are few unforgettable actors whose talent erupts from them on stage, shakes the audience, moves them, makes them laugh, saddens them, and ensure their persona goes with them even after they leave the theater. Leah Koenig is one such actress. From the first moment I saw her on stage, I couldn't help but fall in love with her. It seemed as if all the stage lights turned on when Leah Koenig walked on stage. Over the years, we became good friends,
And as our personal friendship deepened, my appreciation for her increased, both professionally and personally. During the course of her career, Leah has been interviewed many times about her personal life and her theatrical work. Countless articles have appeared in newspapers. She has appeared on television often, and variety of documentaries and other programs have been made about her. And yet, I felt that not everything had been revealed, and the hidden prevailed over the visible, both in the professional and the personal aspects. Only after many years of personal acquaintance and private conversation between us about the theater and her life could I approach her with the idea of writing the book. I suggested we talk about the theater, but that conversation would also include her life story. I didn't want to write a biography about the actress Leah Koenig. I wanted to bring our conversation to life because the insights that she shared in all her conversation, whether they were private or public, like the words she chose to use or the music of her speech and its rhythm, were instructive and educational. Man sieht, wie eine Aktrisse, ein Akteur tritt auf die Bühne und sie do ein Regisseur und sie do ein Stern, ein größer Stern. Und die zwei, die Akteur und die Aktrisse, sie machen etwas ein Stickel, das ist einer in ein Mundier, in ein Mädel, wo sie ist ein Gassenmädel und sie wollen sich etwas machen, eine kleine Rolle dort, aber der Stern steht und sie spielen sie da ganz mise en scène. Und der Regisseur geht, sieht sie, alle die Akteuren sagen, bleib stehen, die gar nicht. Aber die Aktrisse, wo sind kleine Akteuren und Aktrisse, will bauen etwas eine Rolle. Aber so ich zu sehen, ich heiße Geduld. Ihr müsst oben Geduld. Deine Zeit wird kommen. Aber es ist sehr schwer für sie, weil wo sie haben aufgebaut, ist sehr interessant. Es ist nicht stamm raus von der geflogen von einem Fenster. Was wollt ihr gehen? Koidem Kol ist alles in der Hand von dem Regisseur. Maske. Ich bin gewähnt, mich hat mir gelernt, hat der Regisseur, hat sein letztes Wort, sein Wort. Ist verantwortlich für dem, was sie kommt vor auf der Bühne. Emes oder nicht? Ja, der Regisseur. 100%. Ist der, was sucht, wo es geht und wo es schlecht. Es Koidem Kol ist du eine Disziplin, was ist sehr wichtig. Ich kenne, se du solche Akteuren, wo sie noch nicht kein Akteuren, aber sie meinen, sie sind schon. Das ist sehr eine Sache. Überhaupt beim Ingwerk. Das Ingwerk oder Tewe, so nicht du mit Geduld zu sehen, ein älterer Akteur, wie so schafft, sie schaffen bald. Sie wissen besser. Sie meinen, sie wissen besser. Aber der Resultat kommt daraus zum Sof. Sie meinen, sie kennen besser. Ich bin übergegangen schon, die alle, wie soll man sucht, die alle, wie soll man nicht, alle Phasen. Alle Phasen. Wie bitte mal hingerackt, ja, aber wo sich du so, beleidigt sich und du seid uns zu weinen. Man lässt ihm nicht spielen, man lässt ihm nicht suchen, man lässt ihm nicht machen. Und versteht nicht, dass das, was macht, ist nicht in der Zeit. Und das, was macht, ist nicht das, was man darf. Es nimmt Zeit. Aber sie dürfen sich zu gewöhnen. Zur Disziplin. Sie dürfen sich zugewöhnen, als du siehst, es mir ist euch geschehen, und es geschieht auch viele bei älteren Akteuren.
wie so versteht sich mit dem Regisseur oder mit der Regisseurche. Der Regisseur darf verstehen dem Akteur in dem euch hören. Man darf nicht mal sagen, nein. Man darf gerade dem Herrn, was will. Und soll doch überzeugen, dass das, was will, ist gerecht. Aber damit geschieht es, als ist gerecht. Es ist nicht die leichte Profession, aber interessant. Nachher? Ja, no, 100%. Ich will sagen, als wegen ein älterer Akteur, es ist gespielt der Tschernobyler Rebbe, und es gewesen, der Regisseur sucht ihm sehr gut, hebt und spielen ein paar die ältere Aktrices, kommen ein älterer Akteur und sagen, oi, der Tschernobyler Rebbe darf sein als Sache älter. Sie gegeben hat 7 Minuten zum Vorstellung. Es ist geworden der Regisseur schwarz vor den Augen und erlangt der ältere Akteur eine Portie euch. Und gesagt, was ist das? In der Probe ist das gemacht also und beim Vorstellung also nein. Und bald zurück. So, also wie es sind ganz in der Hand von der Regisseur. Und man darf um der Herz. Disziplin ist sehr wichtig. Disziplin, das ist sehr wichtig. Das habe ich ausgelernt. Das muss ich sagen, in dem System bei den Kommunisten, ist das gewesen die erste Sache, eine Disziplin, aufzugeben, Covid dem Regisseur. Und du willst nicht, und du darfst ihm überzeugen, als du es mit dem, wo du kommst, aus der Recht. Als Sachmulkenner überzeugen, als Sachmulkenner nicht. Aber wie es soll nicht sein? Es ist eine schöne Profession. Und als man spielt das Juren, lernt man mehr und mehr und mehr und mehr. Und was man lernt mehr, ich meine, man lernt mehr den Mensch. Weil jede Pièce, jede Rolle gibt etwas anderes. My personal acquaintance with Leah began when I was working on my doctorate dealing the play The Dybbuk by S. Ansky. Leah's father, Joseph Kamin, and his brother, Alex Stein, acted in the first production of The Dybbuk staged in Warsaw in December 1920 by the theater troupe from Vilna, the Vilna Truppe. Leah's mother, the actress Dina Koenig, also played the role of Leah in The Dybbuk in the same production after joining the Vilna troupe. Leah shared her memories of her parents with me, as well as her perception about the play and interpretation of it, which was different from the well-known interpretation in the monumental production of the Habima Theater with Hannah Rovina. A few weeks after the meeting, Leah called me and invited me to come see her in a Yiddish show in Givatayim. Over time, I realized that this was her way. She knew how to draw people in, those whom she wanted near, with warmth and love. As our friendship deepened, I came to know that her special personality and also her unforgettable presence on stage intrigued me as a theater researcher, as a person, and as a friend. I ended that first conversation between us about the Dybbuk and her parents with the words, "It was fascinating conversation." Leah looked at me and reacted instinctively, half joking, half serious, with, "I'm a fascinating woman." This sentence echoed in my head for a long time. In her personal life, Leah is a warm and humble person. She knows her own worth professionally, but I have never seen her proud or condescending to others. In all the years I have known her, I have never seen her abuse her position or her publicity. The statement, "I am a fascinating person," I realized, turned out to be a sentence expressing a simple truth. Leah is indeed a fascinating person. She is a person
who is not afraid to recognize her own worth, but there is no trace of pride in this self-recognition. All her life, Leah strived to find the absolute truth in her life and in the roles she plays, and she is equally precise when she talks about herself or when trying to define who she is, where she came from, and what her purpose in this world. In one of our meetings, I told her that I intend to teach a course in the history of theater, and I said that I would like to have been able to show a segment of her performance, but unfortunately, it hadn't been filmed. Leah responded, "What's the problem? I will come and do the part." And to my surprise, she added, "It is called friendship. You need help, and I can help you." And this is what Leah is. Thank you. Ihr spielt Take a Sach auf Jiddisch und ihr hat gespielt auf Jiddisch in Medinas Yisrael, wo die Hauptsprache ist Avada Ivrit. Ich bin verinteressiert in dem, für was ist euch wichtig zu spielen Dafke auf Jiddisch? Und wie ist Spielen auf Jiddisch anders wie Spielen auf Hebräisch? Und für Janiven wollte ich gewollt, bei euch wollte ich gewollt fragen, für was ist jiddischer Theater besonders interessant für euch? Ich will euch sagen, für was. Ich habe gehabt 2 Tate-Mame, wo sie gewähnt bei Emes. Ich weiß nicht, ihr hat einmal gelehnt, oder wo sie gewähnt 2 prächtige Akteure. In der Sprache, welche sie gespielt ist, gewähnt Jiddisch. Nicht Polnisch, nicht Rumänisch, nicht Deutsch, nicht Russisch, nur Jiddisch. Ich habe ungeheuben in einem jiddischen Theater, aber das Theater, was ich habe ungeheuben, ist nicht gewähnt das musikalische, leichte Theater. Ich habe ungeheuben, bei den Sowjeten, ist schon gewähnt ein ernster Theater. Sie haben geschaffen, ein Theater mit einem Regisseur, mit Dekoration, mit ein Theater, was es gewähnt unterstützt von dem Land. Nicht da, so haben sich zu aufgenommen mit 2, 3, so haben gespielt etwas. Trotzdem, ich meine, als die jiddische Sprache hat gegeben als so viel prächtige Schreiber und Poeten, als sie Tite weht das Herz, bei mir ist das alles verdeckt, du oben ist du gemacht alles von der jiddischen Literatur. Du. Ich habe es verdeckt, soll nicht fallen auf den Kopf, wenn sie bombardieren. Prächtige Sache. Du nimmst zum Beispiel in der Hand am Manger, in lehnst ihm in Jiddisch. Übersetzt es als Sachmul auf Ivrit. Übersetzt sehr schön. Aber originell, was Manger hat geschrieben, auf dem Weg steht ein Bäum. Wer soll sagst du das auf Ivrit? Ala derech etz omed. Etz omed. Es ist nicht dieselbe Sache. Jiddisch hat einen anderen Tam. Auf dem Weg steht ein Bäum. Steht reingebeugen. Es ist nicht dasselbe. Hat ein Sprachmanger. Hat der Klang seiner. Der Ausdruck seiner. Ist so natürlich. Ist so von dem Herzen. Ist so von der Schumme. Aber hebt es auf Ivrit. Ivrit ist sehr eine schöne Sprache. Aber Jiddisch hat ein eine Schumme, was in Ivrit hat es nicht. Dit war sehr bank. Ich spiele auf Ivrit. Ich habe ungeheuben in Israel auf Ivrit und nicht auf Jiddisch. Ich habe ungeheuben auf Ivrit und das ist gewesen meine Mama.
Wenn ich bin weggefahren für Rumänien, hat sie gesagt, da müsst man sie sagen, als heute im Kohl wird ihr Spiel auf Hybrid. Ihr müsst überzeugen, euch allein in aller Remaich, als ihr wird auslernen die Sprache. Und so habe ich gemacht. Ich habe heute gespielt auf Hybrid. Von nun heute auf Hybrid. Ich habe mal zerbrochen den Zink, ich habe mal zerbrochen was, ich habe verloren ein Prozent, aber nicht wichtig. Ich habe umgehend auf Hybrid. Ich habe mich ausgelernt, die Sprache, es ist eine schwere Sprache. Aber Jiddisch, die jiddische Sprache, ist mir geblieben in mir. In der Fall, wenn ich habe die Gelegenheit, mache ich es so, aber ich hatte die Gelegenheit, hat sich niedergesetzt und gemacht an Abend. Ich habe gemacht am Abend, nur ich muss euch suchen aufrichtig. Ich habe gefühlt, als der Eulen im Saal hört schon nicht die Sprache. So im Gesicht die ganze Zeit, wie es du die Übersetzung. So hat man wehgeht in das Herz. Aber ich habe gesehen, darum nicht verstanden. Und als man versteht nicht, der Chochme von Schule Malerchen, und als man versteht nicht, der Chochme von unseren Schreiber, es pushet, steht dabei das Herz, aber du siehst es, kannst gut nicht stehen. Ich meine, als du es auch die Antwort zu der Frage, was ihr hat mich gefragt. Weil, wenn ich habe umgehoben zu lernen in Universität, ich habe gewollt, achitz juristische Limudim, ich habe gewollt lernen Literatur. Und ich hab geklieben die jiddische Literatur, weil das ist, mit Liebe kannst du nicht fragen, kein Fragen. Und du siehst es, weil die jiddische Sprache ist so schön, und so musikalisch, und so klieg, wo es ihr hat nicht als solche Literatur und Romanen und Lieder auf Hebräisch, Leute, meine Meinung. Ich will euch geben ein Beispiel. Zurück mit, dachte ich mir, 20 Jahren, hat man mich eingeladen, geben eine Lektie wegen Jewish Law, jüdische Gesetz, in Cambridge Universität. Ich habe gegeben 2 Lektions für die jüdische, nicht die jüdische, für die Law Students in Cambridge. Und ich habe gesehen dort, nachdem, nach meinen Lektions, sie haben mich genommen zu dem jüdischen Haus. In dort habe ich gesehen, alle Studenten, die Law Students, und es ist gewesen dort einer, wo es mit behalten, also wie ein König. Was willst du trinken, was willst du essen, efsche willst du das, efsche willst du das. Und ist gewesen, efsche 20 Jahre alt, nicht kein älterer Mensch. Und ich habe gefragt, was ist mit ihm? Sagt man mir, ist ein Student von Harvard. Sag ich, sei nur ist was, ihr seid doch Cambridge Students, das ist nicht keine pushete Sache. Was lernt als ihr benehmt ihm so, mit so viel Kuvert? Sagen sie mir, lernt English Literature. Und ich bin gewesen in Schock, weil Studenten von Gesetz soll schätzen, so ein Student von Literatur. Du in Israel, das ist pink verkehrt, weil der hebräische Literatur hat noch nicht der Griechen zu solche hohe Punkten, also wie die englische und also wie die jiddische. Die, wo es lesen, Tevye der Melchiker, Sholem Aleichem, Tevye der Melchiker, oder Manger, oder Anskis Dibuk und andere Lieder, wo es hat geschrieben. Die Poesie ist von so viel Dichter und Schreibers, können nicht verliebt werden. Sie können nicht verliebt werden, sagt man Moichel.
ich mein, das ist so schön, als ich erzähle einen Witz in Klasse, auf Jiddisch, es ist komisch, man lacht, auf Hebräisch, also wie Steiner in die Zähne. Was kann ich euch sagen? Das ist nicht dieselbe Sprache. Und ich hab stark lieb Jiddisch. Und also wie ich habe gesagt, wer kann verstehen, was liebt sein Bab? Liebt, also man darf nicht fragen. Man darf pushet kennen die Sprache. Ja. Als man kennt die Sprache, verliebt werden. Ich suche auch dem Emes. Mir hat in sehr Bank, das darf nicht Ruhl, hat man sich also übernehmen zu der jüdischen Sprache, immer so verlost und nicht abgeschätzt, wie man darf. This is WUNR Brookline. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir seien die zwei Mischugoyim von der Webserie Yidlife Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Call auf WNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn. Hot Hanoye! Das ist Tage Aschud. Aschud, als die kleinen Kinder, sie kennen nicht die Sprache. Sie hören ein Wort du, ein Wort dort, und sie sagen gar nicht, und solche etliche Wörter, aber das ist nicht kein Sprach. Und die Äußeres von unserer Tradition sind geworden verschlossen für sie. Weil sie, Bialik, der Poet, hat gesagt, als lehnen ein Lied durch die Übersetzung, ist so wie Kischen a Freude durch a Fatschele. Es geht nicht, es hat nicht denselben Tam. Ich lerne jetzt, ob ich einen Kurs von Manger, wo ich lerne die hebräische Studenten, wo es kennen nicht kein Wort Jiddisch, und wir lernen durch die Übersetzungen. Und es tut mir so bang, weil sie verstehen die Lieder, aber sie geht nicht da rein in Herzen. Ich wusste es. Davor, wenn Lia hat mir gesagt, dass wir machen a jüdische Oven, wo es dem Emes gesagt, dass ich habe geniedet Lia, als wir sollen machen a jüdischen Oven, und wenn sie ist great geworden, es hat mich sehr erfreut, weil nehmen unsere Äußeres, wir haben genommen Sholem Aleichem in Manger, und a Sach Material, wo es ihr gottseligen Mann Zvi Stolper hat geschrieben. Wunderbare Sachen, wo es wären bis heutzutage up to date. Und die Lieder, Volkslieder und Poesie, das ist gewesen mamisch a Feierung, jeder Nacht auf der Bühne. Leider a Sach kleine Sachen, der Subtext, wo es amul das Publikum hat verstanden und gelacht, und hat verstanden die Satire, wo es die alle Schreibers geschrieben, jetzt verstehen sie nicht, weil sie kennen nicht, dass so geht die Sprache. Und das ist eine Schuld. Alia, ich weiß, dass ihr habt gespielt in eine Rolle in der Televisionprogramm Stiesel, und das hat euch gebracht zum größten Publikum. Viele in Amerika, auf Netflix hat man das gesehen. Könnt ihr ein bisschen beschreiben, wie ihr betrachtet eure Rolle? Was für eine Bedeutung hat das gehabt in eurer Karriere? Ich will euch sagen genau. Eins in Israel, wie überall, sind du Menschen, zum Beispiel Agents. In Amerika ist es sehr Agent, who is your agent? Eins in Israel sind auch du Agents für
Akteuren. Für Akteuren, für Filme, für die. Wenn so gemacht, dem Film, weil in Israel ist gewesen, Aktrice sind aber schon gestorben. Chana Leriver. Nein, Chana Dvora. Dvora Keidar. Ja, sie ist gewesen die erste. Sie ist gewesen, hat man sie eingeladen. Und wir haben dann gespielt zusammen in einer Pjese in Habima. So, sie hat mich eingeladen, ich soll spielen. Man hat doch nicht gewusst, dass der Stiesel, der Thomas Erfolg und so sagen. Hat sie eingeladen, so spielen die Rolle von der Altitschker. Und sie hat sich schrecklich aufgeregt. Sie ist gewesen eine Litwitschke. Sie hat geredet, was das? In Dorten ist gewesen die Sprache von die Chevre, wo sie sind heint. Die Frimme. Die Frimme. Es ist nicht Jiddisch, du sind Wörter von überall ein Wort. Grammatik. Sie kennen nicht, sie reden nicht. Das ist etwas, was zu neu hat sie sich stark aufgeregt. Und so, ich spiele das nicht, ich will nicht. Das ist nicht von mir. Jiddisch darf man reden, Jiddisch, also wie ich rede, was das? Es hat man ist nicht geblieben bei der Rolle. Es gewinnt eine andere Aktrice. Wo sie einfach auf dem Weg ist, einfach gegangen. Mich haben sie überhaupt nicht geriefen dazu, weil ich wäre schon nicht verrechnet, als ich bin auf Jiddisch. Sie haben vergessen, als ich kenne Jiddisch. Sie haben nicht gewusst, als ich kenne die Tippen. In Bukarest, das Theater, hat man gespielt als auch jiddische Pjesen, aber Gitterpjesen. In Gitterpjesen. Und ich habe gekannt die Tippen von den älteren Menschen. Es hat mich geriefen, wenn sie einfach gegangen. Ich habe gemacht das erste Mal eine Probe für einen Regisseur. Ist geblieben sitzen und sagt, die auch schon gespielt im Roll. So, ich habe gespielt als Sach, die Roll, nicht einmal als Sachmo. Hat sich stark gewundert, weil ich bin heran in dem direkt zu machen, große Philosophie. So pushet die Altitschke dort, wie man sucht, eine geborene jüdische Frau. Es dann zum Räumen hat mich geriefen, dass sie sie beklar nicht realisiert. So haben gewiss, ich spiele, geht, ich weiß was, aber sie haben nicht gewiss. Denn der Regisseur allein hat nicht gewiss. Es ist geblieben sitzen, und als ich gewollt regissieren, hat ich gewiss, wo soll regissieren. Und dann, wo soll ich das sagen? Ich sage, wo du willst. Erzähl sie wegen dem Bucher, wo es hat gehört. Dort ist gewesen ein Bucher, ein sehr Frimmer, ist gewesen, man hat ihm gebracht von einer Jerusalem, ich weiß nicht für wann, ein schöner Bucher für Gold. Aber ein Frimmer, ein Mamesch. Soll helfen, die Akteuren reden und machen akkurat. Hat bedarf reden auch Jiddisch. Tut nicht hören, wenn eine Frau singt. Ist stark gewesen, ein Frimmer. Und man hat gesungen dort die ganze Zeit, Kinder, Juren, Kinder, das ist ein schönes Lied. Und ich habe jedes Mal gemorben, das Kinder, Juren, da. Pflege sitzen, pflege sagen, sing noch ein bisschen. So, du tust doch nicht hören. So, die singt. Hat schon erzählen, als tut nicht hören.
Aber hat die ganze Zeit gewollt hören das Lied. Hat stark lieb gehabt, das Lied. Und hat gerät auch Jiddisch. So wer hat doch gelernt, reden sei Jiddisch. Hat sich aber gelernt dort. Und sie reden nicht dort in die... Das ist spezielle Plätze, sie reden nicht a Jiddisch, a Grammatik mit a Dose. Sehr Jiddisch ist sehr Urem. Sie nur benitzlich, kaufen in der Supermarkt zwei Pischkes Milch, ein Stück Brot. Sie haben Wörter von verschiedenen Plätzen. Wer sie kommt dort daran, sie sehen. Sie haben eine kommunistische Sprache. Sie nehmen von allen Sprachen noch geben keinem nicht. Wo es ist sehr, wo es ist Insel, es ist auch sehr. Sie nehmen von allen Muscheln, sie suchen nicht a Börse. Sie suchen Stock Market. Afילו als wir haben ein jüdisches Wort zu beschreiben das. Aber sie nehmen und die Grammatik ist ein bisschen verkrochen. So haben nicht keine Grammatik beklärt. Aber es ist gewesen, aber der Stissel ist gewesen sehr gut geschrieben, so haben wir schön geschrieben. Er hat gemacht der größten Erfolg. Und ich hab sehr lieb gehabt zu spielen, der Rolle, es ist eine wunderbare Rolle gewesen. Es ist eine gute Rolle gewesen, es ist gewesen, komisch, es gewesen aufgeregt damit ist gewesen aufgeregt, es ist gewesen dagegen, aber es ist gewesen ein schöner Personage, Und ihr habt sehr schön gespielt in dem. Ja, ich bin eine gute Aktrisse, was gibt es? No, ich will wie noch sagt man, ich will zurücksteppen ein bisschen auf die Sprache, wo es die Frimme reden, wo es ist mehr von Satmer und Munkatsch und so. Und so, ich will zurücksteppen mit der Frage, wo es ich gedenke, ich bin gewesen in an Eulam, ich gewesen bei UJA und ich gewesen ein größer englischer Akteur, Joseph Wiseman, was hat gespielt in Filmen, in Dr. Strangelove, und aber gekannt Litwisch-Jiddisch, und ist gewesen verheiratet zu Pearl Lang, a wunderliche Tänzerin. Pearl Lang hat Gott Hashem, sie hat sich gelernt mit Martha Graham, a größer Tänzerin. Und sie do ein Akteur, und hebt uns singen Izzy Charix, a Freilich, was ist a wunderlicher Lied spielt, a Freilich, a Freilich, sind da reingeschwimmt. Und sie kann sich nicht einhalten, weil singt es mit die Polish äußert, und sie verrechten jedes Wort mit a Litwisch. und Joseph Wiseman, Perl, head off, ist ein größer Akteur, mit Hashem, ich such dir, also, dass du was machen, IMBD auf Joe Wiseman, wirst du sehen, eine 60-jährige Karriere von wunderlichen Filmen, und vielleicht auftreten in die Brotherhood Synagogue für die Shalom Aleichem Movement am 17. Mai, du in New York, und hält an, und der Akteur mittendrin stellt sich auf, und kann singen mit der Litwisch, Aroisred euchet. Und kickt an, und sagt, warum hast du mir nicht gefragt, dass will das hören mit einem litwischen Akzent? Und hebt uns singen, spielt da freilich, sind auch da reingeschwimmt. Und ist gewesen wunderlich in dem Fall. Und ich halt, wo sich ziehe rausfinden ist, als nicht alle ist nur Litwisch. Ich halte, dass sie gewähnt, gitte polnische Aktrices und Akteuren. Ich habe gespielt mit sie und sehr Grammatik ist ausgehalten. Allebei mein Grammatik gewähnt, also ausgehalten wie sehrs. Nicht mein Grammatik, mein Aroisred. Weil sie habt sich heran ein klar jüdisch Wort bei mir und es ist etwas, was ich
Tate Mama sind nicht du, meine Väter sind nicht du, aber meins ist von Warsche, a Jiddisch, es ist von Makiv, es ist von Lodz und von Chorgel und von Pruschnitz und das ist alle meine Väter Mimes, wir sind nicht du mehr. So habe ich nicht mit wem zu reden, das ausgehaltene Polisch-Jiddisch. Ist wusstet? Nicht tut man, wusstet man? Ich will euch sagen, Jiddisch müssen wir verstehen auf ein Wink. Ich will dir erzählen, wenn ich will sichern ein Wort, was ich kenne nicht, und wenn ich sicher es in Wörterbüchern und es gefällt mir nicht, gehe ich zu meinen Mammen. Weil mein Mama hat nicht gelernt jüdische Bücher, ihr Jiddisch ist von ihr Mama. Und so kann ich wissen, als man benutzt dem Wort. Der Riker, einmal habe ich gewollt wissen, wie so sucht man auf Jiddisch a Ladle. A Ladle für Suppe. A Schepplöffel, nein? Ihr sucht a Schepplöffel oder a Kochle, voran eine Sache, aber ich habe nicht es nicht getäugt. Und ich bin gekommen zu meinen Mammen und ich habe sie gefragt, wie sucht man a Ladle auf Jiddisch? Kickt sie auf mir und sucht, mein Mama hat gesucht, gib mir den Dus von dorten. weil a Kind muss verstehen auf a Wink. Und bechlal Jiddisch, man darf nicht reden. Man darf nicht reden die Wörter. Jiddisch muss man verstehen auf a Wink. Also geht es. Man kann sagen, b, f, und man versteht. Man darf nicht, aber man darf sein eingesappt in Jiddischkeit, in der Literatur, in der Kultur, nicht nur Literatur, in Kultur von Jiddisch. Das ist zwei verschiedene Sachen. Kennen eine Sprache und kennen die Kultur von der Sprache, die Jiddischkeit. Das ist zwei verschiedene Sachen. Ich fuhr kiemat jedes Jahr zur Konferenz in Düsseldorf von Jiddisch. Ja, Mistume kennt das. Das erste Mal, wenn ich bin dort gewesen, ich bin geworden sehr treurig, weil ich habe gesehen, dass junge Forscher, wo es forschen Jiddisch, sie kennen eine Sprache, aber sie kennen gar nicht wegen Jiddischkeit. Das ist nicht kein Jiddisch, weil wir können nicht kennen auf oder forschen eine Sprache und die Kultur, wo es halt die Sprache. Und das ist sehr wichtig, was Menschen leider vergessen in der Universität. Lea und Yaniv, es ist herausgekommen im Buch, als in die ersten Jahren von Leas Kommen in Yisrael ist da gewesen in Yisrael ein jüdischer Theater und es gewesen ganz erfolgreich und ich habe gut verstanden, hat gehabt, Lea, eine Gelegenheit zu machen, mehr Geld mit Jiddisch wie mit hebräischen Theater. Ist das Tage gewesen, Emmes? Ja. Aber ich habe nicht umgehört. Und ich habe nicht umgehört, weil ich habe ganz sehr kliege Mama. Als wir sind beide weggefahren von Bukarest, hat sie gesagt, das soll es. Ihr müsst mir zusuchen. Als wird kommen, mit ihnen ist es ruhig, wird ja nicht unheben zu spielen auf Jiddisch. Verwusst. Koidem Kohl, sagt sie, kennt ihr nicht das Theater, was mich spielt hat. Das sie gewähnt, das Schumtheater, mit keine Pieselach, sind aufgestellte, in die Akteuren sind nicht damit gewähnt, professionell. Du ein Mensch, dort ein Mensch. Sagt sie, ihr müsst überzeugen euch allein in der Umgebung, als ihr hat ausgelernt die Sprache und als ihr könnt spielen auf Hebräisch, der Ruch wird ihr tun, wo sie wollt. Und so haben wir getan. Und bis heute bin ich ihr dankbar.
Mein Mann hat beim Sof, beim Unreib, ist ihm gewesen ein bisschen zu schwer, aber ist euch eingegangen auf den. Wir haben nicht ungeheuben auf Jiddisch. Hat uns dann mal vorgelegt, a Stieb, weißt du, das hat geheißen, a Stieb in diesen Golf, das ist der Hauptgas in Tel Aviv, a Stieb auf diesen Golf, Frigidaire, was ich will, soll spielen auf Jiddisch. Und was in den zum gewesen, a größer Aliyah von Rumänien, und der Aliyah, was ist gekommen, haben mich gekannt, weil ich habe schon dann gehabt an Nummern dort in Bukarest. Und gespielt Anna Frank. Anna Frank hat genommen den ersten Preis in jüdischen Theater. Das gewesen eine große Sache. Das Judentum hat gewiss dafür. Und ich habe nicht umgeholfen. Der erste Mal, wenn ich habe umgehört zu spielen, ist gewesen in einer Bertolt Brecht-Pjese, Puntila und sein Dienst Martin. In der Nacht sucht sie, wird ihr kennen, wo sie will. Also ja, die erste Vorstellung ist gewesen auf Ivri und die zweite hat mein Mann umgeschrieben, so geheißen Apur für Gott auf Jiddisch. Wir haben bald umgehen auf Jiddisch, aber auf Jiddisch, wo es mir gerät, und ist es aufgestellt. Es ist eine sehr schöne Vorstellung. Da sind wir gefahren auf der ganzen Welt, auf viele in New York. Und wer hat uns begleitet, mal auf dem Klavier? Salman Blotte. Salman Blotte, das ist gewesen ein jüngerer Bucher. Ist mal nicht gewesen noch kein Fremder, ihr kennt ihn, Mr. Salman. Ne? Ja. Salman, ist gewesen ein jüngerer Bucher. Und hat gearbeitet in einem englischen Theater. Salman, ja, hat uns begleitet auf dem Klavier in New York. Und Lia hat gemacht auch das Stückchen Historia du in Israel, weil Habima Theater ist gewesen ein hebräisches Theater, hat es gegründet, kedei aufzuleben hebräisch. Und hat nicht gehört ein Wort Jiddisch auf der Bühne dorten, afילו wenn man gespielt Sholem Aleichem oder Leivik oder alle jüdische Schreibers, man gerät hebräisch. Und in Jahr 1986, Lia hat gespielt Mira Leefros. Und sie hat es gespielt auf Hebräisch. Und das ist gewesen ein wunderbarer Erfolg. Und man sich geschämt, aufzustellen Mira Leefros. Habima hat gemacht ein ganzes Festival wegen Jiddisch, kedei sie sollen haben a Teretz zu machen Mira Leefros. Aber es gewesen größer Volk und Lia Mistome hat vorgestellt, man soll es spielen auf Jiddisch. Und das ist gewesen bis heutzutage die einzige Pjese, wo es man gespielt auf der hebräischen Bühne auf Jiddisch. Und das ist sehr wichtig, weil bis heutzutage haben wir ein jüdischen Theater und ein hebräischen Theater. Und das in Lia ist gewesen die einzige, was hat gespielt auf Jiddisch in einem hebräischen Theater. Und die Menschen haben stark lieb gehabt zu sehen Lia. Ich habe gehabt eine Mime, was ist gewesen in Gdud Meginei Safa. Ich weiß nicht, sie erkennt das ist gewesen, der Ausdruck, ja, das ist gewesen wie eine Batterie von Menschen, wo es geschrien, als man darf reden nur Hebräisch. Wenn mein Bobbe ist gekommen in Land und sie hat nicht gekannt, sie geht Hebräisch, sie hat stark geschrien auf ihr. Ihr müsst lernen Hebräisch, die tust nicht reden Jiddisch. Und ich kann das nicht vergessen. Die Mime ist gegangen sehen Lia in Mira Leefros
auf Jiddisch. Und wenn sie ist zurückgekommen, sie hat gesagt, was haben wir getan? Was haben wir geharget a Sprach? Das ist gewesen, so schön auf Jiddisch, aber das ist leider schon gewesen zu spät. Als wir lernen die Kinder a Sprach, das ist sehr, sehr traurig. Aber sie ist auch so in Amerika, in New York, überall. Viele in Deutschland voran eine Gruppe Aktivisten, wo's trieben, aufleben Jiddisch ein bisschen. Jake Schneider ist mein Chaber. Aber als man hat nicht kein Meluche-Programm zu lernen in Schulen, die Sprache, es wird gut nicht helfen. Ich will fragen, ich habe bemerkt, ich habe euch gespielt in Mir Lefres mit Zipporah Speisman und Schiffer Lehrer gespielt Machle. Und, ich habe den Video. Oh, okay. So ich wollte fragen wegen die Beziehung zwischen die Akteuren von Habima und die Beziehung zwischen die Akteuren, was haben geoptet, gewollt verdienen mehr Geld. Und wir haben sie gekommen zusammen. Mein erster Begleiter ist gewesen Paula Caddison, Lubas Schwester mit ihr Papierossen. Sie pflegt raushängen von Meul und sie. Und also haben sich getroffen. Ich habe nicht sich getroffen mit Bulloff, aber mit Paula, mit Luba. Und sie haben geredet sehr fein zwischen sich. Aber es ist gewesen etwas, und ich sehe, es ist etwas noch als eine Wand zwischen die zwei Stadien. Ein bisschen, wie sie kommen sich zusammen, und sie haben sich nicht zusammengekommen in Israel, weil in Amerika gedenke ich, wie große Regisseuren, Sidney Lumet, Baruch Lumet ist gewesen sein Taten, ist gewesen ein Akteur in die Jiddisch Theater. Mit dem Mond, ich weiß gar nicht wegen es, aber wenn du es dem Mond, dann hat es gewesen Baruch Lumet, bald hat sich zerschmolzen, es ist geworden gering zu dir. Es ist gewesen etwas, man kann sich ziehen, aber einmal hat man nicht gehabt, dazu ziehen, wie ist es dort in Yisroel zwischen? Yisroel ist heint, das Bechlau nicht du. Nicht du. Weil es ist gemacht nicht du, in Yisroel liegen Theater heint, Akteuren, wo so mal gespielt Jiddisch. Ich bin der Einzige, wo ich bin noch besucht im Leben. Bis 120. Ja, sind nicht Bechlau nicht du, Akteuren, wo so gespielt Jiddisch. Gemacht nicht du. Nefscher noch einer. Einer oder zwei, nicht du mehr. Aber als Sache, hebräische Akteuren haben gewollt spielen auf Jiddisch in die letzten Jahren, nur in die letzten Jahren, למשל יונה אליאן und Liora Rivlin, weil sie haben gemacht es als ein Anundenken zu ihren Eltern. Aber das ist gewesen einmal eine Rolle in Schoen, das ist es. In die jüdische Akteuren haben auch nicht gekommen zu dem in dem hebräischen Theater. Man hat sie nicht genommen. Man hat sie nicht genommen. Es ist gewesen eine Zeit, wenn man sie Bechlau nicht genommen. In Amerika dasselbe. Ich habe eine Ausnahme, weil ich bin gegangen, ich habe gefolgt meiner Mama und mir war ausgelernt Hebräisch. In ungeheuer auf Hebräisch haben sie nicht gehabt, Hebräer. Weil ich habe dann noch den Weg, ich habe gewollt spielen Jiddisch, aber ich sie nicht gefragt. Sag meig, sag tu nicht. Hab keinem nicht gefragt. Hab gewollt spielen, mein Mann hat geschrieben eine Pjese, wir haben gespielt auf Jiddisch. In der Zeit, wenn ich bin gewesen in Habima. Aber so ist ein thematisch gewesen, kein Akteur. Und Lia,
Halt Lia als eine hebräische Aktrice. A viele, als alle Jahren ist sie gegangen in beide Wegen. Sei hebräisch, sei jiddisch, aber als man fragt die Kritiker, man fragt das Publikum, sie werden alle suchen, als Lia spielt hebräisch, weil ihr Erfolg ist so groß in Abima-Theater und in andere Sachen, als hebräisch hat gewinnen. Nu, efter noch eine Frage, aber es wird schon spät da in Australien. Ich spiele jetzt Theater in Australien, jüdischen Theater. Ist da ist Welche gemacht Vorstellung? Nu, ich spiele etwas a Bearbeitung von a Detektivmeise von Max Spitzkopf. Er ist der jüdische Sherlock Holmes. Ist, aber ist ihr seid noch als sehr aktiv, Gott zu danken, auf der Bühne. Es ist da noch etwas, was ihr gewollt, der Griechen, noch eine Rolle, was ihr gewollt spielen, was ihr hat einmal geholmt wegen dem? Nein, ich will auch sagen, ich habe stark Meure, ich habe in meiner Karriere aber gesehen, Akteuren, wo sie willen stark spielen eine Rolle. Und das ist gefährlich. Als man will stark spielen eine Rolle, darf man sehr Achtung geben, weil ich habe gesehen, etliche Akteuren, Aktrissen, wo so stark gewollt spielen, zum Beispiel Mutter Courage. Eine Aktrice, wunderbar. So hat so stark gewollt spielen, Mutter Courage, als es durchgefallen. Man hat sie nicht gekannt regissieren, man hat nicht gekannt gar nicht suchen. Sie ist gewähnt im Ganzen in der Rolle, und sie ist gewähnt schlecht, und die Pièce hat nicht gehabt keinen Erfolg. Ich habe stark Meure von dem, als ich will stark etwas machen. Ich habe eine Teve, ich beruhige mich rein. Schwoi, nicht dass ich gehe. Warf doch nicht daran. Heute gib ein Kick, dass es passt. Zweitens gib ein Kick, wer regissiert doch. Drittens, wie will man das machen? Wer will das machen? Wer sind die, wo sie spielen mit dir? Man darf nicht sich lassen, ist mit dem Kopf heran. Man darf sehr Achtung geben, weil als Sachmul ist der Ambient, der Harge doch, weil du willst das so stark. Es will auch nicht so stark. Ich warte, dass soll kommen, etwas so sein interessant. Ich habe nicht bekommen eine Pjese. Man sieht, darf keine australische Pjese. Ihr spielt in Australien? Nur die paar Wochen. Ich wohne gewöhnlich in New York. Ihr wohnt in New York. Wie heißt der Schreiber? John Miso. Miso. Kennst du einen John Miso? Ein australischer Schreiber. Man echt gebracht eine Pjese für ihn. Aber es ist noch nicht gelernt. Man sagt, dass es geht. Nein, ja. Ja, mal sehen, ob es geht. Ob es sein geht, auch spielen. Es wird schon spät und ich will begrüßen Michael Jaschinski und sagen ihm einen größten Dank. Und heute du darfst, kannst du gehen schlafen. Oder? Nur, ich kann warten bis ins Sof. Okay. Ich will nur weisen, das Buch, The Stage of Her Life, Conversations with Actress Leah Koenig on Theater and Her Life. Und ich will euch beiden begrüßen und bedanken für ein Buch. Und ich rekommendiere dem Eulam zu gehen, haben das Buch. Und sei auf Hebräisch und sei auf Englisch, noch nicht auf Jiddisch. Aber sagt mir, ihr habt rekordiert euer Interviewen auf Hebräisch oder Jiddisch oder beide Sprachen? Wir haben umgehoben auf Hebräisch und bald rübergegangen auf Jiddisch. In the conversations. Ja. In the redes, ja, sie gewähnt auf Jiddisch. Weil Lia ist rüber auf Jiddisch, kedei zu sein, mehr akkurat. Wenn sie hat gewollt, sagen etwas
was ist gewesen sehr wichtig. Janiv, hat gehalten Rekordierungen von dem Klang, hat da preserviert? Da nooit sein. Jo, ich hab sie, aber ich hab sie gesagt, Lia, das wird sein, das wird bleiben privat. Ob sie wird sagen, dass ich kann das publizieren, ehrlich publiziert. Alle unsere Rekordierungen. Ja. Privat, Ja, alles hat er. Hat alles hat er. Alles ist bei ihm. Aber ich mein, als viele in der englischen Version, ihr könnt hören Lias Call zwischen die Wörter. Das ist gewesen sehr, sehr wichtig für mir. Das ist das Siebe, als ich nicht bearbeiten es als eine Biografie und ich habe gewollt, es soll bleiben Conversations, Redes mit Lia, weil man kann mamisch hören ihre Stimme zwischen die Wörter. Und Lia, ich verstehe, also ihr versteht nicht schlecht Englisch, aber und faktisch hat der Mann 3 Character Actresses, Charakteraktrissen, und es gibt ein bisschen Jiddisch, als der Mann 3 Amerikaner Aktrissen, Glenn Close und Carol Burnett und noch eine. Und das ist interessant. Meryl Streep, dachte ich mir. Als die hast gesucht, dass das lieb sehen, Carol Burnett und Meryl Streep. Meryl Streep, ja. Hat lieb Amerikaner Filme? Ja, sie do etliche Aktrissen, so sind wunderbar. Carol Burnett ist eine wunderbare, ich weiß nicht, sie lebt noch, sie lebt nicht, aber Ja, sie ist sie lebt. gewesen. Ja, Sie lebt noch. Sie lebt. sie ist wunderbar. Sie ist eine dramatische Aktrisse, so sehr komische Sachen, aber sie ist auch. Sie do etliche, wo sie sind wunderbar. Mama, Gitte Aktion. Gitte. Aber ich weiß, was Heinz tut. Heinz hat man geöffnet, ich weiß nicht, was geschehen mit dem Hollywood, öfter weißt ihr besser. Selbst im ganzen einander Hollywood. Es mit Favus. Ich weiß der Geld? Favus. Geld? Oh, Gimelayen Lametes. Ja, aber die Menschen sind auch ein bisschen anders, dachte ich mir. Wir haben nicht die Personagen von Akteuren von der Movie. Gewinn wunderbare Akteuren, wo sie gewinn, geht es, mir hört überhaupt nicht, wenn's. Mit Jiddisch, was willst du geätzet? Ich trete auf, ich habe 2 Vorstellungen, One-Man-Shows. Und in New York, siehst du, als er sagt, mir engagiert zu spielen in Bibliotheken. Und sie zahlen nicht koscher. Das ist sehr fein. Und man kommt da rein, aber sie verstehen nicht kein Wort Jiddisch. Aber ich beschlossen, nicht kein Wort, aber sie will ein Jiddisch Programm. Es weiß doch, sie will nach schmecken, lecker. Mein Weg ist gewesen, ich teitsche über alles mittendrin in ein Jiddisch Lied, nehme eine Strophe mitten in Hebechun, geben sie verstehen, eingewebt, Englisch, aber ich suche sie vor euch, ihr kriegt nicht die ganze Vorstellung, ihr kriegt eine halbe Vorstellung. Ihr seht? Was tut man in Yisroel? Dasselbe? Weil ich versuche, Titeln. beträgt. Ich habe gehabt, ich habe gemacht mit Janiv eine Vorstellung. One-Woman-Show. Und und ich haben pushet, aber gefühlt, als ich rede auf der Bühne und sie verstehen nicht. Ja. Sie haben die ganze Zeit gesicht, Wir haben Titeln. Übersetzung. Übersetzung auf Hebräisch und auf Russisch. Sie haben nicht, mein Mann ist gestorben schon mehr wie viel. 98. Ja. Ich habe mit ihm gemacht, sehr sachidische Vorstellungen. Wir beide allein. Sie pflegen verstehen. Sie verstehen nicht. Ich habe gesehen, dass du suchst eine Chochme in Jiddisch.
Eider das geendigt, haben sie schon gewusst, wo sie kommt weiter. Gar nicht. Absolut gar nicht. Man darf stehen übersetzen, es hat nicht demselben Tam. Nicht mit Gefinste, wo es zu suchen. Aber, Das Schuld. aber die beste Sache ist machen die Titel, die Übersetzungen auf a Screen. Weil anders, also wie ihr macht, die darfst erklären und übersetzen, was ihr sucht auf Jiddisch und sie kriegen nur eine halbe Vorstellung. Wollte ich gefragt eine Sache, wenn du sagst die Übertiteln, du hast gehört von The Three Stooges? No. Ja, warte. So, du in Amerika machst sich einmal a Schreiber, wo setzt über die Jiddisch und meint, ist The Three Stooges und sein Englisch hat gar nicht kannt haben und man lehnt es und ich höre die Jiddisch und ich sehe, was sie schreiben und der Eulam lacht hat du, wenn sie davon lachen hat dort Auf und sie unsere verstehen sich im Vorstellung, Ganzen nicht. Du hast sie das haben in mir der gemacht dasselbe. Auf unsere Vorstellung, die Übersetzer hat gemacht dasselbe. Ich habe genommen den File, ich habe übergesetzt von Dusnai und gegeben mir eine Übersetzung. Weil ich bin geworden stark in Kase, ich habe Kalle gemacht, alle Witzen. Was kann man tun? Nu, was tut man? Das ist schwer. Eine große Schuld. Man muss kämpfen. Aber ich will sein ein bisschen Optimist. Wenn Bashevi Singer hat bekommen den Nobelpreis, hat gesagt, dass man ihn gefragt, für wo schreibt auf Jiddisch. Für was schreibt auf Jiddisch, das ist eine Deutschsprache. Sagt mit Bagrum Jiddisch 400 Jahre. Man soll sie begruben noch 400 Jahre. Und Jiddisch, allewei, sie wird bleiben leben. Schwer. Es wird bleiben leben, aber schwer. Schwer zu sein, Naid, was kennt man die? Ja. Sehr schwer, mir tut sehr weh, das Herz. Sie tut mir weh, das Herz nicht von mir, nur von meiner Tate Mama. Es sind wunderbare Aktionen. Und es sind Bechlal wunderbare Aktionen auf Jiddisch. In Europa, in Amerika, alle Juren sind gemet gute Aktionen, talentierte Menschen. In alles wegreich sind nicht gewesen. Aber wir nehmen auf alle unsere Programme auf Jiddisch und wir geben die Titel in den Videos und es wird bleiben für die, die es kennen nicht die Sprache und sie werden kennen, das sehen. Das ist unser Fach, das ist unser Ziel. Als man kommt in Israel jetzt, kann man euch sehen, Lea, auf der Bühne oder auf Television. Wo? Wir können auch sehen auf der Bühne, wenn aber auch wer spielt. Zweite Woche, hast 3 Vorstellungen in der Bima Theater. Ja. Als du hast a Flight, kannst kommen und wir werden dich arrangieren, die Billetten. Ihr seid eingeladen. Ja, die letzten Jahre ist gewesen ein Problem heute mit Corona, danach mit der Milchama in Gaza und jetzt mit Iran. Baruch Hashem, Iden haben nicht Krieg. Wir sind ein modernes Volk gewesen. Wir sind ein sehr modernes Volk. In so einem Zitin alle. Veranen a jüdische Gleichwertel, solche Ata bechartuni mikol oamim, wus hast du ins Ziege tschepet so viel? Ja. Nu, ich will so sein Shalom und die Flügen können noch einmal fliehen dahin in Israel. Und, zum Beispiel Heint, weiß man absolut nicht, wo sie tut. Also ist es noch nicht gewesen. Menschen sitzen, sie gehen in die Theater, sie gehen in ein Kaffeehaus, sie gehen in ein Restaurant. Und man weiß nicht, soll ich mich ja unten, soll ich mich nicht unten, soll ich mal mitnehmen etwas,
Es soll sein, dass Thomas geschieht etwas, sie soll doch nicht mitnehmen. Man weiß nicht. Zum Beispiel, ihr seht, ihr sitzt du in dem Zimmer, du mit die Lalacher auf der Wand, was auf Meure zu nehmen. Ich weiß nicht, auf der Nacht wird ja sein etwas, es wird nicht sein etwas. Ein bisschen schwer, also. Ein bisschen gehungen. Das heißt, ihr hat gerade Bombes, was ihr hat meures, das wird schweren die Bücher hinter euch? Ja, Na, aber Schrecklich. Leute. sie der Ostmeure, als die Bücher wollen herabfallen Ja, von die der Bomben. wird erkennen, Ja, herabfallen. nicht weit von dannen. Ist Nicht gefallen, weit, du. ist gefallen a Missile. Ja, du, nicht weit. Und als er fällt dort, die heiße du, Zittert. sie zittert, das zittert das ganze Holz. Sehr nicht sympathisch. Gott soll hüten, Gott soll hüten. Gasolin. Nur ich will euch sehen, Ponem einmal und ich bin sehr dankbar. Und ihr sollt Ihr noch seid leben dankbar, noch bis 120, wie man sagt. ihr sollt sein gesinnt. Und wir sollen sich treffen, auch einmal. Auf Simches, auf Auf bessere Simches. Zeiten. More of Simchas. Alle weit. Bye. Seid gesinnt. Seid alle gesunden Tag, einen größten Dank. Bye bye, ja, danke. Seid gesinnt, a schönem Dank. Schönen Dank, was macht, das sagt der Volk, und ihr sollt vergehen. Ihr euch. Bye. Dank, seid gesehen. Seid Alles gesinnt. geht. Bye. Und mit dem haben wir verendigt unser Interview mit der Choshever Gast Leah Koenig und Yaniv Goldberg. Ich will sie bedanken und begrüßen zum Interview und zum Herauskommen von Yanivs Buch mit Interviewen mit Leah Koenig-Stolper. Und euch herzlichen Dank, unser Gast-Interviewer Michael Jaschinski und Chaim Wolf. Und zum Sof will ich präsentieren ein Nachwort von Michael Jaschinski. Er ist inspiriert zu geben ein Nachwort. Er ist sehr mit beim Sof von Interview spät Australier Zeit. Das will wir hören und danach will wir hören 3 Lieder in der Ausführung von Leah Koenig. Sie ist eine sehr gute Sängerin. 2 Lieder von Jahr 1989, Juliet Kinderlach und 3 Töchterlach. Und dann ein Lied von Jahr 2023 auf dem Pripetschek. Und mit dem sage ich euch alle liebe Zuhörer, ein Dank für den Herrn und eine gute Nacht. Nu, ich hab sich früher beklagt, als es wird schon ganz spät da in Melbourne und es ist ja spät. Habe ich noch eine Sache gewollt zugeben beim Sof. Der Interview hat sich geendigt. Und das ist nur als, wir haben gehört, bemäßig von dem Interview, als man ist nicht so optimistisch, wenn ich gehe der Zukunft von Jiddisch und Jiddisch Theater. Habe ich nur gewollt sagen, als es ist da, ja, ein neuer Dor, was tut auf Sachen in dem Gebiet von jüdischen Theater und was hat Chaloimes und was will weiter spielen, schreiben, auftun. Und das, was ihr hat uns gegeben, Lea und Yaniv, bemäßig von dem Interview, sind nur Wörter, was mir die neue Deures können nutzen in unser Schaffen und das, was ihr hat übergegeben in dem Bichel, wollen können dienen für uns wie ein Bild von dem, was ist gewesen einmal der jüdische Theater und können uns dienen wie eine Qual von Inspiration für dem, was es wird einmal sein. Noch wir hoffen also. Und noch wir hoffen, dass Menschen werden lernen und schöpfen solche Gedanken, Gefühlen, Ideen
von dem Bichel, weil sie sind ein Verein, Lea Koenig, ist Tage ein Oizer. Ich bedanke euch sehr für dem, was ihr hat uns gegeben. Wir wollen proben, das zu tragen weiter für euch. Danke. Hulet, kinderlach, als man ja set noch hink, weil für den Frühling bis der Winter is a Katze spring. Spielt euch, liebe Kinderlach, der Frühling schon beginnt, der Frühling schon beginnt. Ei, wie bin ich Kinderlach, mir kann euch sind. Ei, wie bin ich Kinderlach, mir kann euch sind. Hey, Hulet, kinderlach, als man ja set noch hink, weil für den Frühling bis der Winter is a Katze spring. Spielt euch, liebe Kinderlach, verliert kein Augenblick, verliert kein Augenblick. Nehmt mich euch rein ins Spiel, verginnt mir euch das Glück. Nehmt mich euch rein ins Spiel, verginnt mir euch das Glück. Hey, ole, Kinderlach, was man ihr seid doch hin, weil für den Frühling bis der Winter ist a Katzenspring. Kickt nicht auf mein Greunkopf, zerstört euch dus im Spiel. Zerstört euch dus im Spiel. Meine Schumme ist noch jung, wie zurück mit Jurna viel. Meine Schumme ist noch jung, wie zurück mit Jurna viel. Hey, holet, Kinderlach, als man ihr seid noch hin, weil für den Frühling bis der Winter ist a Katzenspring. Meine Schumme ist noch hing und geht von Bänkschaft aus und geht von Bänkschaft aus. Ei, wie gerne wollt sie's von alten Guffarois. Ei, wie gerne wollt sie's von alten Guffarois. Hey, holet, Kinderlach, was man ihr seid doch hin, weil für den Frühling bis der Winter ist a Katzenspring. Hey, holet, Kinderlach, was man ihr seid doch hin, weil für den Winter bis zum Frühling ist a Katzenspring. Wenn mit Massel gesinnt und leben, selbst die Töchter und mir will es geben, will ich tanzen mir hopp, 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 a Rupa Null vom Kopf. Ei, will ich tanzen, a Rupa Null vom Kopf. Spielkeles Morem, spielte mit Leben, du selbst die Töchter will mir heint uns geben. Ein noch geblieben uns Töchter zwei, wir halt mich schon bei See. Spielt Keles Morem, nehmt die Keleseien, und soll die ganze Welt sich mit uns freien. Ein unser Simche weiß nur in Gott, in der wo's Töchter hat. Wenn ich will sehen, das zweite Mädel, ungetein im weißen Chippekleidl, will ich trinken und freilich sein, a Rupfen Herz stehen. Will ich trinken, a Rupfen Herz stehen. Spielkeles Morem, hebt und schneiden, zweite Töchter, gib mir euch im Frieden. Die mir sinken noch haben mir, wie halt mich schon bei ihr. Spielkeles Morem, verrennt macht und nimm, euch Sonne lebt in euch amul kapzunem. Unser Simche weiß nur in Gott, in der wo's Mädlich hat. Und wenn beim dritten wer spielen Herren, will ich etwas treurig stehen und lernen.
Das letzte Töchterl schon euch weg. Was ist noch du, der weg? Das letzte Töchterl, das letzte Töchterl. Was ist noch du, der weg? Spielkles Morin, besetzt die Kalle. Sie genommen uns die Kinder alle. Schwer gewesen seinen Mädlich 3, noch schwerer ist See. Spielkles Morin, Reus uns der Erden. Das letzte Bettel wird heint ledig werden. Das ganze Stiebel, ihr Kleiderschrank, ei wie Puss und Bank. Ganze Stiebel, ihr Kleiderschrank, ei wie Puss und Auf dem Pripitschik brennt ein Feierl, ohne Stieb ist heiß. Und der Rebbe lernt kleine Kinderlach, dem Aleph Beis. Und der Rebbe lernt kleine Kinderlach, dem Aleph Beis. Sucht sie Kinderlach, gedenkt sie Teire, wo sie lernen du. Sucht sie noch einmal, entdecke noch einmal, komm jetzt Aleph U. Sucht sie noch einmal, entdecke noch einmal, komm jetzt Aleph U. Lernt kinderlich mit groß Geschick, also such ich euch un. Wer's wird Gicher von euch kennen, Evre, der bekennt a Fuhl. Wer's wird Gicher von euch kennen, Evre, der bekennt a Fuhl. Ihr wird kinderlich älter werden, werdet ihr allein verstehen, wie viel in die Äußers liegen Tränen und wie viel Gewehen, wie viel in die Äußers liegen Tränen und wie viel Gewehen. Sucht sie kinderlich, gedenkt sie Teire, wo sie lernen du. Sucht sie noch einmal, entdecke noch einmal, komm jetzt Aleph U. Sucht sie noch einmal, entdecke noch einmal, komm jetzt Aleph U. Auf dem Pripitschik brennt ein Feierl und ein Stieb ist heiß. Und der Rebbe lernt kleine Kinderlach, dem Aleph Beis. Und der Rebbe lernt kleine Kinderlach, dem Aleph Beis. Sucht sie Kinderlach, gedenkt sie Teire, wo sie lernen so.
sucht noch einmal, Tacke noch einmal, komm es an.